begrüßen Sie alle guten. Sie froh mir hat schon lange nicht so viele Journalisten auf eine Pressekonferenz spengen, dass es Zeichen, dass es Louis geht. Voilà, wir sind heute zusammengekommen für, weil wir heute am Anfang, weil die Wahlkampagne noch startet, so wie gerne dann noch, weil wir ein Wahlprogramm eben heute veröffentlichen, nur für eine Woche für die Runde Wahlen. Wir haben noch hier als Spitzenkandidaten aus den verschiedenen Bezirken heute zusammen, aber nicht alle guten. Ich muss entschuldigen, die Alexandra Schoß, den Alex Penning und noch den Robbie Beißel, die aus verschiedenen Gründen Vakanz und so, leider heute nicht können dabei sein. Wir sind in der Vakanz. Dafür ist der Moment ein bisschen schwierig. Die meisten Leute gehen am September fort. Aber ich meine, sie kommen einfach nächstes Jahr und dann geht es los. Ich werde noch heute nicht eine Stunde schwätzen, keine Angst. Die kriegt ein Programm an 2 Versionen. Wir nehmen eine ganz große Version, das sind 320 Seiten. Das ist unser Wahlprogramm. Ich will auch von daher all den Leuten merci so in die Geholle von dem Mammutprojekt zu schaffen. Und da machen wir wirklich die ganzen Tour über all die Probleme, Lesungen, die es für Lützburg gibt. Das ist quasi ein Buch, das wir da geschrieben haben von 320 Seiten. Weil das aber natürlich relativ viel ist, weil sicherlich wenig Leute 320 Seiten ganz fertig lesen. Haben wir auch ein Resümee gemacht. Ich meine, das sind 24 Seiten, die die auch von Studier schon ausgedeelt gut oder ausgedeelt wird kriegen. An die zwei Versionen werden dann noch bei dem Internet ad.lu zu finden sein. Voilà, ich werde noch ein kleines Resümee machen von dem Wahlprogramm und dann von der Dono vorstellen, dass immer natürlich alle guten für die zu beantworten so gut wir können. Ich gebe aufhängen mit einer Party durchführen, ein Partypunkten angefangen mit das unbedingt nur 3 voll steht ausmöchte, obwohl von Schlummer dem Sujet aufhängen, das ist sicherlich ein Sujet, wo man ganz stark dran sind, aber auch bei als Pastor, wo man sicher die richtige Kompetenz nun das Sicherheit. Wenn wir die Sicherheit zu gucken, da weisen Statistiken, dass wir eine dramatische Entwicklung an der Kriminalität tun. Wir sind heute, was Überfall angeht, auf Platz Nummer 5 am europäischen Vergleich mit anderen Ländern. Auch was Dabrich angeht, sind wir ganz oben mit vorbei. Und das ist eine Situation, die man zu Lützburg nie so kann tun. Was wir da ändern, wenn wir die Möglichkeit kriegen, dann ist es, dass wir erstens einmal das Ganze mit Ehrlichkeit und Transparenz werden umgehen und auch die ganzen Sachen richtig kommunizieren, für das die Leute zu weisen, was doch wirklich hier im Land lebt, dafür nämlich, wie ihr seht, schön zu schwätzen. Wir werden als Polizei, als Douane wie auch Justiz maximal unterstützen. Kriminelle müssen möglichst sicher können für Gericht kommen, das ist auch ein Punkt an Ausländer, weil ganz großen Teil von der Kriminalität kennt aus dem Ausland, nicht aus Lützeburg, die hier am Land kriminell gehen, die müssen das Land dann noch verlassen. Wir verbessern noch die Sicherheit auf unsere Grenzen, sowohl natürlich auf den EU-Außengrenzen wie auch auf unseren nationalen Grenzen. Dann Thema für den, wo man natürlich auch gewiss so in die Einpartei sind, die das konsequent ausschwätzt, das schon seit Jahren, das ist den Wurstum. Wir haben hier ein unkontrollierte, massive Wurstum, und wir dürfen die gerne ersetzen durch ein verständliches Wurstum. Und die Wurstumsproblematik, wie ihr wisst, das ist am Anfang die Ursache für die allermeisten von unseren Problemen, die wir hier am Land am Moment kennen, ob das Wohnungspreise sind, Mobilität, den Infrastrukturmangel, den Personalmangel, Probleme von Mangel besserer Kliniken, Zubetonierung von der Natur und so weiter. Alles das basiert natürlich auf dem massiven Wurstum, die wir haben, die Wurstum, die weitergefördert wird, Richtung 1 Million Einwohner Staat. Während all die anderen Parteien am Anfang dann durch die Kabern des Anstechen so okay, da muss man irgendwie an den Druck kommen. Sie nennen das ganz gern, da wir investieren in Zukunft. Wie oft laufen wir da meistens oder bald immer laufen wir just an den Rund, das heißt, alles das, was wir machen, das am Anfang für irgendwie an den Rund zu kommen. Und am Anfang sind wir gar nicht darauf vorbereitet, ob ein 1 Million Einwohner Staat, was ja gefährlich, dass wir müssten alles, was wir hier am Land tun, verdürbeln. Wenn wir dann ein Beispiel holen, wir haben ein Diedling Auto, die geht ausgebaut auf 6 Spuren, 2x3, wenn wir so verdürbeln, dann müssen wir von Enker kommen auf 10 Spuren. Und das zählt für alles hier am Land. Ich meine, du siehst immer, dass wir bei einem Punkt kommen sind, wo das nämlich so schnell kann weitergehen, wir so nicht kein Wurstum, wir so ein verständiges Wurstum.
Du ginnet ein ganz Party vun Meiglichkeiten für dat zu machen, Min ein komplett Openheet, am mir müsste vielleicht progressiv zu enger mi selektiver Immigration übergoen. Dann gët eng aner Meiglichkeit, dat man auch schon immer gesot hun fir all gräser Entreprise diese Scheife niederlosen eng Impaktstudie iwwer 4 an Nodeler zu machen. War man gesinn, dass Arbeitsplätzen ha am Land geschafft, die Leute die gonne sind, wann die Eis im Land und nach no Manner bringen wie am vu kachten de Staat, da muss sich frohen, ob man wirklich do richtige Wese. Nächste Punkt ist natürlich dann noch do Digitalisierung, die hilft, de Wurstum, Bevölkerungswurstum zu begrenzen, respektiv natürlich allgemein Produktivität verbessern. Und parallel dazu stellt dann natürlich immer vor, ja, wir als Sozialsysteme sind aufhängig von dem massiven Wurstum. Und das ist natürlich ein großes Problem. Und wir müssen aus der Aufhängigkeit rauskommen. Und das geht natürlich just über den großen öffentlichen Debatte, wo ich da muss vorstellen, ja, wo sind wir da bereit, dafür zu schaffen, dass als Sozialsysteme können unabhängig gehen von dem massiven Wurstumsmodell, dem wir hun Wurstumsmodell, das ja ein Hamsterrad ist, weil wenn wir haut so, wir brauchen von 1 Million Leute, wir brauchen das nicht, das ja für die Pensionen zu bezahlen, wo in so eine halbe Personen braucht, die schaffen, die für eine Pension zu bezahlen, dass wir irgendwann 2 Millionen Einwohner brauchen, und da geht das immer so weiter, dafür Hamsterrad, und geht darum, also das von dort zu entkoppeln. Und das ist ein zentraler Punkt an der ganzen Wurstumsfrage, das am Anfang, dass wir wollen, die Leute hier im Land, die Lützeburger, die Möglichkeit geben, über das Schicksal von ihrem Land selber zu entscheiden. Und das wollen wir machen mit einem Referendum. An dem Referendum sollen die Leute gefragt gehen, ob sie wollen, weiter Richtung 1 Million Einwohnerstaat hin steuern mit diesem Land oder ob sie das nicht wollen, am gemäßigten Wurstum leben hätten. So ein Referendum gibt dazu feiern, dass das Ganze an der Öffentlichkeit debattiert, gibt mit alle 4 Nodeler, weil der Moment am Funk nicht wirklich stattfindet. Und wenn ein Resultat da wird, das könnt ihr ja sind oder nee sind, mit dann in dem Fall kloren Auftrag vom Volk, wenn dann zum Beispiel von Leuten so nehmen, wir wollen keine 1 Million Einwohner Staat, dann würde ihr auch dann das Soutien vom Volk für die nötigen Maßnahmen zu ergreifen. Wichtig ist eben, da Leute mit anzubeziehen. Und da komme ich bei dem nächsten Punkt, da geht es direkt Demokratie. Ihr wisst, dass wir für allgemein für das Referendum sind. Wir wollen die Leute gerne mit dezidieren lassen. Wir haben eine Situation hier am Land, kann ich sagen, dass relativ viel die Interpretation von Urwen Ruf dezidiert wird, was nicht unbedingt immer der Meinung von den Leuten dabei sind. Sprich, ich komme noch ein paar Beispiele da. Es ist ganz wichtig, Leute einfach in ihrer Meinung zu fragen und nicht, dass von Urwen Ruf dezidiert wird, was nicht unbedingt an ihrem Interesse ist. Und ich erinnere natürlich auch da und größte Wahlversprechen wird gemacht, dass jahrelang als sei geschwärzt ging, dass das Referendum können die Verfassung könnt ihr an den Presseartikel von den letzten 5, 6 Jahren nachlesen. Und schlussendlich schon die Parteien aus der Regierung plus CSV die Referendum aufgeblasen. Also sie haben die neue Verfassung durchgeboxt, ohne die Leute zu fragen, sind nicht gehalten. Das ist für uns inakzeptabel. Und daran werden wir sie auch immer daran erinnern, so ein Wahlversprechen, an so einem wichtigen Punkt soll ihn nicht brechen, da möchten sie sich unglaubwürdig. Und das hat die Regierung und CSV da gemacht. An dem Kontext, Klammer op, werden wir auch an den nächsten Ende September werden wir ein eigenes Projekt von einer neuen Verfassung vorschlagen. Da sind wir am Gang daran zu schaffen. Das ist ein relativ großes Arbeit. Und die werden die deposieren und auch gleichzeitig dann ein Projekt deposieren für das Ganze den Leuten einem Referendum vorzulegen. Dann kommen wir bei einem anderen Kehrpunkt, ich meine, wo die Leute damit verbunden, das ist die Familie. Der steht für eine familien- und kinderfreundliche Gesellschaft. An den großen Eckpunkt von unserer Politik ist, dass die Eltern nicht forciert sollen, ihre Kinder an einer Struktur versorgen zu lassen. Sie sollen die Möglichkeit tun, ja, die gibt es ja im Moment. Wir sollen nicht dazu gezwungen gehen, aus politischen, finanziellen oder ideologischen Zwänge. Und das geeignete Mittel, was wir da haben, das heißt, wie man nennen, als ADR ältere Geld, wo man eben den Älteren wollen ermöglichen, die vielleicht teilweise oder ganz wollen daheim bleiben, dass die auch die Kompensation kriegen, die Giftkasten, wenn ihr kann, an eine Struktur, Crèche oder Maison Relais gif goen, dat sinn héich Monten, die de Staat dofir rausgëtt. Wir mengen dat in de Leiit so de Schwallossen, die Freiheit losen, an hin dann eben auch die finanzielle Entschädigung ginn, wann se sech selber doheem mir kann kümmern. Et wir auch am Ende vum Kant zum Most fir déi mi kleng.
für die weiter Vollzeitwelle schaffen gehen, da sollen natürlich die Gratisstrukturen auch erhalten bleiben, natürlich auch mit der nötiger Qualität, die Haut sicher nicht immer gehen ist. Ein dritter Punkt, wo man auch immer man nie verbunden gehen, der das Meinungsfreiheit respektiv so die persönliche Freiheit an ich gesinnt der DR als eine Partei von der Freiheit, die sich kompromisslos für Meinungsfreiheit ersetzt, eine Meinungsfreiheit, die aber immer loser, immer mehr beschneidet respektiv, wo schon als ein Gefühl raus vielleicht ein bisschen Fährten für Sachen zu suchen. Und wir brauchen Mindestbürger hier am Land, keine Erziehungsdiktatur von der Politik. Und das ist nicht dem Staat seine Aufgabe, Bürger zu kontrollieren, mit das du für den Leuten so viel wie möglich Freiheiten zu lassen. Und wir wären also auch gegen alle Gesetze, die dem Staat die Möglichkeit geben, auf Denunzieren zurückzugreifen oder anonym, dass sie Sachen, die im Rechtsstaat nicht würdig sind, aber wir stehen da absolut für die Freiheit und auch für die Meinungsfreiheit. Ein anderer Punkt, interessant, wo wir auch am Anfang lang durchstehen, und das, wo wir von Zwang schwätzen, von Freiheit schwätzen, da geht es ein ganz gutes Beispiel, das ist den Verbrennungsmotor, der Benziner an den Diesel. Ihr wisst, dass du am Moment décidiert ging, dass für am 12. Jahr 2035 der Verbrennungsmotor quasi aufzuschaffen, respektiv, dass der Chemie neu kann ugemeldet sind, und das ist etwas, wo wir als absolut dagegen wären, aber wir werden, wenn wir die Möglichkeit tun, das Verbot kippen. Wir werden, weil wir einfach Technologie oppesehen, weil wir der Meinung sind, dass die besten Technologie sich sowieso wird irgendwann durchsetzen. Du kann ihn zeitlos mit muss nicht von Urwen Hof so etwas dezidieren. Sie noch nicht müssen Perz Kutsch irgendwann verbieten, dass das nicht geschieht, und sie als so eine Haut erlaubt, vom selben hue eben die beste Technologie durchgesetzt, und das auch das, was wir wollen. Dafür sind wir ganz klar nie zu einem Verbot vom Verbrennungsmotor 2035, und wir geben alles dafür machen, nationalen Plan, europäischen Plan, für das Verbot zu kippen. Dann mengisch was ganz wichtig ist, was hier am Land ein bisschen vergisst geht, an einem gewissen so modernisierungsjuridischen Wahnsinn für so zu nennen. Das trifft vielleicht nicht ganz, mit das ganz oft gehen die eler Leute hier am Land vergisst. Und ich meine, das auch da, wo man muss oppassen, dass man das eben nicht vergessen. Es gibt ganz viel über die Jungen geschwärzt, aber dann Politik war dabei nicht ganz richtig, mit jeder Leute eben oft nicht. Und ich meine, da gibt aber ganz viele Probleme, um von der Adapterschwätze, von den Altersheimen, von den Pflegeheimen, die immer mehr über uns zukommen. Und da muss man dafür sorgen, dass Schüttverein hier am Land, den an den Alter kennt, Möglichkeit hat, auch späterhin dann anständig zu leben, so weit wie möglich natürlich daheim mit der nötigen Unterstützung, wie wann sie müssen dann heim gehen, dann auch da an der nötigen Qualität und auch nicht zu teuer. Weiterhin ist auch ganz wichtig, dass wir die Diskriminierung von den Witleuten durch das Steuersystem endlich aufschaffen und dass das Leute an der Steuerklasse 2 bleiben. Ein Punkt, der ganz viel diskutiert geht, auch an der letzten Degrim, das Tunnen, Logement, wo wir wissen, dass wir hier am Land viele Leute tun, die nicht mehr können zu Lützeburg wohnen bleiben. Und ich muss einfach so, für mich ist es wirklich eine große Krise hier am Land, wenn ich gesehen, dass Lützeburger, die hier am Land abgewusst sind, da muss keine Lützeburger sein, die Leute hier am Land abgewusst sind, wo die Familien, weil schon Generationen hier am Land wohnen, von die Haut müssen über die Grenze gehen, für eine Wohnung zu finden. Wir sind das einzige Land wahrscheinlich hier auf der Welt, wo Leute, die Nationalität tun, nicht mit Möglichkeit tun, an ihrem eigenen Land zu wohnen. In Frankreich, wenn ihr nicht zu Paris wohnen, da könnt ihr auf die Kampagne wohnen, aber da könnt ihr in Frankreich bleiben. In Lützeburg steht auf einem Punkt, wo ihr Lützeburger, die zu Lützeburg wohnen bleiben, die Möglichkeit nicht mehr dafür hat, gezwungen aus dem Weg zu gehen für ein Deutschland. Das wäre eine inakzeptable Situation. Die Situation, die hat natürlich auch einen Grund, einen Hauptgrund, über die geht leider nicht oft genug geschwärzt, gedacht beim Logement wird gesagt, alles da zu gründen, an die Base-Promoteure wird gesagt, an die Base-Proprietären und so weiter und so fort. Diese Stelle ist auch Fälle, wo ihn das kann so, und wir wollen aber nicht so, weil das Problem vom Logement ist am Anfang den massive Wachstum, den wir haben, aber man natürlich weiterhin so wachsen, alle Jahres 15.000 neue Arbeitsplätze schaffen, alle Jahres 13.000 neue Leute für am Land abholen, dann ist es evident, dass es nicht mehr durchgeht. Und das ist das Hauptproblem. Massive Wachstum und dann die
de Konkurrenzkampf, den am Anfang do entsteht für all Wohnung. Et gibt auch letztlich ganz viel gebaut. Wir sind praktisch Weltmeister von den Zölle guckt am Bauen. Also das nicht unbedingt das Dorf, weil so niedrig wird. Geht am Moment natürlich schon mal seit engem Jahr mit all der Inflation, die wir haben, mit den hohen Touren, haben wir ein ganz großes Problem. Und natürlich wissen wir auch, dass wir müssen weiter bauen. Und wir sind auch da gerne bereit, verschiedene Maßnahmen zu machen, die da im Wahlprogramm fand, für zum Beispiel den sozialen Wohnungsbau zu unterstützen, wie auch verschiedene Modelle anzufeieren oder zu verbessern, wie der Portage foncier, da sind zum Beispiel sein Haus käft, da sein Terrain kann mich spät aufbezahlen, ein ganz paar die Maßnahmen schmengen, bon, das sind noch Sachen, die dabei andere Parteien fand da ganz wichtig, dass für Reis auch für TWR Ruf zu setzen, ob 3% beim Kauf Bau von einer neuen Wohnung für so de Marschem unzukurbeln. Dann ein Punkt, wo auch wichtig ist, dass Natur an Deereschutz, wir sind dafür Natur an Deereschutz mit Verstand. Und ich meine, dass wir an einer ganz paar die Punkte sogar mehr gering sind, wie die gering, weil es Natur wirklich Herzen leitet, das ist für uns eine absolute Priorität. Wir sehen am Anfang, dass heutzutage, obwohl die Umweltopläre für die Bauern, für die Bauherren, die Entreprisen, Proprietären, Tiere und so weiter immer nicht mehr rumgehen, geht das Land aber weiter so betoniert, dass man heute einen traurigen Report von einer Rekordpardon von einer Flächeversiegelung von 12% von unserem gesamten Territoire erreicht. Das heißt, wir haben in den letzten 25 Jahren wir mehr Fläche zugebaut wie an den 100 Jahren für Drohnen. Da ist noch 12%. Also kann ich mir vorstellen, wenn wir so weiterfahren, da geht es nicht besser. Da kommen verschiedene Parteien, die so, wir müssen mehr an Tisch bauen. Wie auch das, meine ich, ist nicht unbedingt Lesung, weil Jupfrey muss aber wissen und ehrlich genug sein, an die Leute, die das so, die wohnen ja selber normalerweise nicht an der Hecht, an einem Appartement, an Schmengen. Da geht von Lebensqualität der etwas verloren, was für Lützburg immer da war, von Bemol überall groß Betonsblick abgerichtet gehen, wie wir das im Ausland kennen. Das ist auch nicht das Modell, den wir da wollen. Die Lesung ist natürlich auch da für den Natur- und Tierschutz und Umweltschutz überhaupt hier im Land, den Wurst zum Ruf zu setzen. Ich meine, eine Partei, wie die Grünen sieht, wir wollen 300 Platz für 300.000 neue Einwohner. Ja, so kriegen wir nie Ziele beim Naturschutz, beim Umweltschutz erreicht. Das muss ich einfach bewusst sein. Und dafür werden meist wären. Nach ein anderer Punkt, was bei da ist auch nicht Götzmenge, wo wir auch kritisch sind, wir sind nicht gegen erneuerbare Energien, sie haben einen gewissen Zweck. Gibt das natürlich nicht die ultimative Lösung aus, sie sind volatil, weil kein Sonnenschein gibt, keine Solarenergie, weil kein Wand, da gibt keine Wandenergie, das ist nicht sicher. Können gewissen Undeel hunner mir wären als auch nicht gegen all Projekt auch bei der Solarenergie ganz besonders um Dirschaft von den Häusern das Völmer unterstützen, wie wo man wirklich aber ganz groß bedenken und das vom aufhängen ganz groß industriell wandern lernen an unsere Böscher an unserer Natur abzurichten. Ich meine, das mehr umweltschädigend wie nur etwas bringt. Dann ein Punkt, wo ich auch viel darauf aufmerksam mache, was vielleicht auch etwas ist, was der DR als Ähnliches so sieht, das am der Grundpunkt von der Freiheit auf von der Souveränität. Und als Land hat sich über die letzten Jahre ganz stark verändert. Und als Souveränität am Anfang als Decisionen, die wir als Land können holen, die gehen immer mehr, also Spielraum geht immer mehr kleiner. Wir wollen so ganz klar, wir wollen aber das bleiben, was Lützeburg war, ein klein, aber souverän, eine friedliche Nation mitten in Europa. Natürlich müssen wir international zusammen schaffen, darüber besteht kein Zweifel. Aber wir wollen als ADR keine Kompetenzen aufgehen, weiter aufgehen. Aber wenn wir da aufgehen, dann wollen wir also auch Möglichkeit für uns zurückzukriegen, weder in der Europäischen Union noch in einer Organisation. Im Moment geht viel geschwärzt, die Weltgesundheitsorganisation, die auch mehr Möglichkeiten soll kreieren. Da haben wir ganz viel drauf, dass wir als Souveränität behalten. Hierbei sie wurden gesagt, dass wir ganz klar als bekennen zur Monarchie, die auch nicht immer so gedeelt wird von anderen Politikern. Dann, der nächste Punkt hatte ich schon angeschwärzt, wir wollen ein Referendum machen über den 1 Million Einwohnerstaat, das als Partei natürlich, die sich für Demokratie ersetzt, dass Lützeburger sollen also selber entscheiden können über das Land, damit fährt nicht die Bürger seine Meinung, oder du hattest schon viel drüber geschwärzt. Ein weiterer Punkt, wo der DR auch sicherlich einzigartig ist, dass
an Ersatz für als Spruch. Für Reise als Lützeburger Spruch der Schlüssel von der Integration. Lützeburg also auch steht sogar an der Verfassung Spruch von unserem Land. Punkt steht du Lützeburg. Wir haben 3 Administrativsprachen, wir haben eng Landesspruch, der das Lützeburg. Wir haben noch eine Integration fest, die hat vielleicht matkrit, dass ein Gesetz gestimmt ging zum Schluss von der Legislaturperiode, wo am Funk das Wort Integration ersat geht. Und all die anderen Parteien haben nicht matt gestimmt, wo man eine konfusen Vivre ensemble will Niveau gehen, was nicht richtig bedeutet. Wir haben in dem Konzept von der Integration fest, was für uns am Funk ein immens erfolgreiches Konzept war für Lützeburg an den letzten, so seit dem Zweiten Weltkrieg, wo wir eine große Immigration hatten, aber es ist viel große Immigration, viele Ausländer. Du hast ganz klar, du musst die Integration auch ganz feststellen. Da waren wir immer gut dran. Mich fährten, dass von so weitergeht, wenn man neue Politik, meine Paradigmewechsel, wie dann die Regierungsparteien so, dass das leider nicht mehr möglich ist. Und das ist ganz wichtig für eine soziale Kohäsion aufrechtzuerhalten. Der Lützeburger Spruch spielt eine ganz große Rolle als Integrationsspruch. Und wir wollen gerne, dass Lützeburg mehr benutzt wird, sowohl mündlich, während immer die Spruch, der im Land benutzt gehen, als überall, als halt nicht der Fall, wie auch überhaupt schriftlich am öffentlichen Raum. Ich hätte gerne, dass Lützeburg zu Umgangsspruch geht, so weit wie möglich am Alltag, dabei am öffentlichen Raum. Wir geben uns also viel mehr an Vitrinen setzen, dass wir auch nicht gegen etwas anderes, das muss positiv gesehen, einfach einen positiven Incentive gehen. Ganz viele Beispiele haben wir so immer wir nennen also Stadion Stade de Luxemburg, wenn wir dem Stade de Luxemburg Lützeburg umgehen hätten, mit der Beispiel von der Hunderten, hat keinem Wege getan, wäre aber kleine Punkt gewesen für einen Spruch an Vitrinen zu stellen und zu so, dass das sogar interessant und attraktiv ist, auch für die Ausländer, die auf Lützeburg kommen, für eben zu Spezifizitäten nachzusehen von unserer Kultur. Dann Migrationspolitik, da immer viel kritisiert immer. Ich will aber heute darüber aufmerksam. Natürlich stimme ich 100%ig zum Erhalen vom Asylrecht. Das ist ganz klar. Aber gleichzeitig soll einfach der Missbrauch von dem Recht unterbannen. Wir sind klar dafür, für Leute, Länder in Not, die humanitär Hilfe brauchen, zu unterstützen. Und das ist ganz klar, dass das Asyl ein ganz wertvolles Instrument ist, für Leute zu helfen, die in ganz schwierige Situationen sind. Aber es darf aber nicht missbraucht gehen und darf nicht missbraucht gehen im Sinn von einer Immigration, respektive von einer illegaler Immigration, wie der Haut europäische Plan ausgeht. Also im Moment da auch ein paar Änderungen sind, weil ich gesagt habe, dass es nämlich so weitergehen kann. Dann Punkt zum Geld. Das ist wichtig. Leute brauchen Geld an der Tasche. Und da haben wir einen Punkt auch, wo wir Menschen, die einzig sind, die das so verteidigen. Und das sind als niedrige Benzins- und Dieselpreise. Wir werden ganz klar dafür sorgen, dass als Benzin- und Dieselpreise unter denen bleiben, und zwar deutlich unter denen bleiben von unseren Notbeschländer. Das hat man auch einmal nicht mehr, da war der Bemol sogar ein bisschen wie billig an Deutschland, respektive Frankreich. Und das geht für uns nicht. Wir müssen da drinnen bleiben, wir müssen dafür sorgen, dass hier am Land Leute niedrige Benzinspreise haben. Einerseits, weil Leute natürlich darauf angewiesen sind, für ein Auto zu fahren, das heißt, wenn die Preise herabsetzt, dann also die immens unsozial Maßnahmen, weil gerade die Leute im ländlichen Raum wohnen, dummer da bestraft. Und zweitens, und dazu sind wir auch ganz klar, wir sind für den Tanktourismus. Wir sind dafür, für den Tanktourismus zu erhalten. Den Tanktourismus, da gibt es sicherlich ein paar Kritiken, auf der Grenze gibt es viel Verkehr, das ist richtig, wir müssen aber immer das so. Der Tanktourismus bringt uns im Land 1 Milliarde Euro pro Jahr. Wenn wir die Milliarden nicht tun, dann weiß ich nicht, wie das ausgesagt. Aber wir kriegen die Milliarden vom Tanktourismus am Anfang ohne viel dafür zu machen, muss just Preise niedrig. Und das ist am Anfang eine immense Möglichkeit für substanzielle Resetten an eine Staatskrise ranzukriegen. Dafür sind wir für niedrige Spritpreise. Wenn wir von dem Geld schwätzen, nach ein paar anderen Sachen, der Index, also im Moment kein richtiges Thema. Ich will aber klar sagen, dass da der vierte Halen vom Index wie so as steht, ergängt all Manipulation vom Index aus. All Manipulation lehnen wir auf, mir hätte dass der Index so bleibt wie nass.
Da gibt viel lieber Steuerreform geschwert, da sind verschiedene Parteien, die versprechen, dass Südverein hier am Lande man nach Steuern bezahlt oder dass 90% an der Steuern bezahlt an die Poor Base, die ein bisschen mehr verdienen, aber nur richtig besteuert, wobei ich froh kann, ob das da wirklich viel vorbringen. Mit der froh stellen die Leute wahrscheinlich nicht, die dazu. Wir müssen doch ehrlich sein. Ehrlich sind als ganz einfach der Spielraum für eine substanzielle Steuerreform, den ist am Moment ganz klein. Wir hun net die Staat hue die finanziell Moyen für ein groß zu machen, das ist der ehrliche Punkt. Und muss ich noch bedenken, dass wir müssen oppassen mit dieser Verschuldung, dass man nicht über die 30% kommen von diesem Bruttoinlandprodukt, weil man dann könnten einer wirtschaftliche Schwierigkeiten kriegen, da könnte man den Triple-A verlieren. Und wir sind auf jeden Fall auch da ganz klar zu unserer Finanzplatz, die immens produktiv ist, die der Motor ist von der Wirtschaft. Und wir wollen als Finanzplatz auch weiter unterstützen und dafür ist es wichtig, den Triple-A zu erhalten. An inner den 30% zu bleiben. Der Spielraum ist also relativ klein für eine Steuerreform. Es werden auch mit Eis ein paar die Reformen gehen. Es gibt Leute, die am Moment sicherlich schlecht wäsch kommen. Ich denke, und länger zählen Leute mit Kanada, ich habe die Tweetfrage geschwert, auch andere, da kann ich Änderungen machen, in denen ich die Großsteuerreform verspricht, wo quasi jeder dann darüber gewinnt, den zählt ich eng von der GES für so noch Plätze. Voilà. Zum Schluss noch den Punkt vielleicht, wo ich persönlich am meisten damit zu tun habe, weil ich lange gerade geschafft habe, weil ich auch in einem Haus abgewusst habe, weil das immer Thema war, das ist natürlich die Schule. Aber bei der Schule, für kurz zu machen, gibt es für uns zwei große Probleme im Moment, die entstanden sind durch die Politik, die letzten 10 Jahre an denen was schon für drin gefordert ist. Der nächste Punkt ist, dass das Niveau an unseren Schulen am Lycée teilweise fällt, wie ein Nivellement vers le bas. Das immer mir einfach gemacht. Ihr wisst zum Beispiel am Lycée General, am Freien Technik, da könnt ihr praktisch durch, auch von den X-Datzen hört, dass die Kriterien sind immens abgewegt. Genau, das hilft ja keiner, man hilft besonders nicht den schwachen Schüler, wo ihnen mehr auch fordern, für das sie sich gehen, für das sie besser gehen an der Schule. Also wir wollen eine Schule, wo ein Niveau ist, eine Schule, wo so viele Schüler wie möglich können, du nur exzellente Resultate machen und exzellent vorbereitet sind, zwar für die Uni zu gehen, zwar für den hier am Land leben zu feiern. Und den zweiten Punkt, und das meine ich als langfristig eine Katastrophe, das ist die Zersplitterung, die durch die Regierungspolitik, besonders die vom Herrn Meisch, entsteht, wo man verschiedene Sorten von Lycée kreieren, wo Chemie den Überblick hat, Sektionen, wo Chemie weiß, wie eine Sektion nicht gehen, alle Guten, und dann Internationalschulen, an alle Internationalschulen mit verschiedenen Modellen, nur europäische Modelle, nur andere Modelle. Und da kommt man in eine Situation, wo Chemie den Überblick hat, und das ist das Problem, wo als Kanner am Anfang getrennt gehen. Und das ist selbst das ganz gefährlich ist in einem Land wie Lützeburg, mit so einer hohen Migration, mit aber so vielen Ausländern, wenn man anfängt, als Kanner zu trennen, je nach Nationalität. Und am Anfang vertreten wir hier so relativ Link-Agenda, wenn in das so kann sagen, wo man so im Herzen das Kanner zu summen an der Schule sehen, alle Guten, weil nicht mehr so als Integration möglich. Aber wenn sie als Kanner zu summen sind, da bleiben sie auch not zu summen, und da kriegen wir eine Gesellschaft, die zu summen hält, wo es eine soziale Kohäsion gibt, und wo es Solidarität gibt. Und man kann auch von kleinem und trennen. Und das ist das, was Herr Meichel angekündigt hat, kurz vor der Vakanz, für uns an der Primärschule und Lützeburger Schulen eine Frankophon-Alphabetisierung parallel zur Deutschen anzuführen. Da gibt man das schon von kleinem und kann er trennen, und das ist für uns die ganz falsche Weg, das kann er zu summen kommen, zu Summe sind, dieselben Chancen haben, und dann haben wir ein gerechtes System, ein System, das auch langfristig aus dem Land so gut kennt, an sozialen Zusammenhalt garantiert. Voilà, und ich viel geschwärzt. Ich meine, dass wir einen guten, kompletten Programm haben, verantwortungsbewusst, du baust natürlich die Panoen, das ist dein Slogan, das ist immer ein Niveau, der Satz, das ist klar, das ist vereinfacht. Wir schwingen mit dem Programm, dem wir haben, weisen wir ganz klar, dass wir ein ganz seriös, eine komplett Übersicht von diesem Land tun und Lösungsvorschläge proposieren, für Lützeburg zu verbessern. So nicht merci.